Herzlich willkommen zurück beim Audio-Adventskalender und der Geschichte vom Nachtzug, wo in einer eisig kalten Nacht wegen einem Stromausfall auf der Strecke zum Stehen gekommen ist. Aber nicht nur im Zug geht nichts mehr. Auch seit dem Kuss zwischen dem Antonio und der Sophie ist bei diesen beiden nicht mehr viel passiert. Und dann hat ein Passagier am Antonio zu allem an auch noch auf den Schuhen erbrochen. Es läuft also gerade ziemlich gut bei unserem Security-Mitarbeiter. Der steht inzwischen im Schnee aussen und versucht im Schnee nicht nur den Schuh wieder sauber zu bringen, sondern auch seine Gedanken zu ordnen und auf eine Idee zu kommen, wie er die Situation mit der Sophie klären könnte. Findet der Antonio echt die passende Lösung? Vielleicht wissen wir in ein paar Minuten ja schon mehr. Viel Spass beim zweiten Teil von dieser Geschichte. Auch wenn der Antonio mehr der Sommertyp ist, hat er am Winter etwas Besonderes mögen. Nämlich, dass einem die Kälte und die frische Luft Klarheit bringe. Sie mache einem wach und lese einem die Sachen ganz deutlich sehen. Und darum wird ihm bei dem Stapfen durch den Schnee auch bewusst, dass er Gewissheit brauche, was die Sophie anbelangt. Das Peinliche aus dem Weg gehen, Schrägstrich über Sachen reden, die von null relevant sind, das kann ja keine Dauerlösung sein. Es war eine eisig kalte Nacht. Hoffentlich wird der Strom bald wieder laufen und der Zug wieder rollen. Sonst wäre es nämlich ungemütlich. Als er seine Hände zum Wärmen in die Jackentasche steckt, stößt er mit der rechten Hand auf etwas Kleines und Rundes. Es war ein Lindor-Kügeli. Und am Antonio fällt plötzlich etwas ein. Er mag sich zwar, abgesehen vom Kuss mit der Sophie, nicht mehr an wahnsinnig viel von der Weihnachtsfeier letztes Jahr erinnern, aber etwas schiesst ihm gerade wie ein Geistesblitz wieder durch den Kopf. Er erinnert sich daran, dass er der Sophie ein paar Minuten vor dem Kuss das letzte Schokokuchenstück angeboten hat. Sie hat damals aber abgelehnt und ihm verraten, dass sie Schoki eigentlich gar nicht so gern hätte. Es gäbe nur eine Ausnahme. Lindor-Kügeli. Das sagen die einzigen Schoki-Kreationen, die ihr Herz höher schlagen lassen. Das ist es. Schluss mit dem halbseichten Gestammel der letzten Monate. Die Geste mit dem Lindor-Kügeli wäre das genaue Gegenteil von all diesen peinlichen Aktionen. Es wäre unverkrampft, charmant und würde ihr zeigen, dass bei ihm nicht nur der Kuss hängen geblieben ist, sondern auch, was sie ihm erzählt hat. Dann wäre sie gebrochen und er könnte endlich fragen, was sie von ihm halte und ob sie sich ein Date vorstellen könnte. Wenn das bei der Sophie dann nicht auf Anklang stossen würde, dann sag es halt so. Aber immerhin könnte er dann aufhören, sich ständig zu überlegen, was wäre wenn. Mit vom Schnee putzten Schuhen und einem Lächeln ist der Antonio zurück in den Zug gestiegen. Panik ist in der Zwischenzeit zum Glück keine ausgebrochen in den Wegen. Es hat fast etwas Heimeliges gehabt, wie alle Passagiere erstaunlich ruhig geblieben sind und sich gegenseitig gut zugeredet haben. Er zwinkert beim Vorbeilaufen am Sergei zu, der immer noch bei dem Passagier ist, der vorher rückwärts gegessen hat. Am Sergei seine gute Laune scheint der aber angesteckt zu haben. Wo vorher noch ein bleiches Gesicht mit leeren, toten Augen war, hat der Antonio jetzt in ein Gesicht mit strahlendem Lächeln geschaut. Allgemein hat sich die Stimmung gut angefühlt. Am Antonio war mit jedem Augenblick wohler, als er daran gedacht hat, mit der Sophie das Gespräch zu suchen. 2 Wege weiter vorne sieht er sie dann auch stehen. Sie lächelt Antonio an. Mit jedem Schritt weiter auf sie zu steigert sich beim Antonio die Vorfreude und die Nervosität zu gleichen Teil. In der Jackentasche hat er das Lindor-Kügeli schon in der Hand gehabt und er hat sich jetzt überlegt, was er ihr genau sagen soll. Als er vor ihr steht und das Gefühl hat, die richtigen Worte gefunden zu haben,
nimmt er nochmal tief Luft. Aber bevor der Antonio das Überleiten aussprechen kann, meint Sophie zu ihm: Du hast ja ganz rote Bäckchen. Ist es kalt draussen? Ja, schon ein bisschen zu kalt für mich. Aber irgendwie auch schön. Ich liebe ja die Vorweihnachtszeit. Nach dem grossen Stress des Jahres fahren die meisten mal ein bisschen runter. Alles ist schön beleuchtet und ich habe eine kleine Schwäche für kitschige Weihnachtsfilme. Sage es aber niemandem. Hat Sophie mit einem Zwinkern gemeint. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, keine Angst. Apropos Weihnachten. Ich habe ein kleines, vorzogenes Geschenk. Linke oder rechte Jackentasche? Dann nehme ich die linke. Bist du sicher? Hat der Antonio mit einem spitzbübischen Lächeln gemeint. Okay, rechts. Definitiv rechts. Der Antonio hat das Lindor-Kügel aus seiner Jackentasche genommen, es der Sophie angestreckt und gemeint: Frohe Vorweihnachtszeit. Ein kleiner Nachtsnack für dich. Du bist super. Merci vielmals. Von wo weißt du eigentlich, dass ich dich liebe? Letztes Jahr an der Weihnachtsfeier hast du mir das verraten. Magst du dich nicht mehr daran erinnern? Wirklich? Ehrlich gesagt, ich weiss nicht mehr mega viel von diesem Abend. Aber es war definitiv ein guter Abend. Also bis zum 4. Gin Tonic. Der Antonio hat sich plötzlich gefragt, ob sich Sophie echt überhaupt noch an den Kuss erinnern möge. Er ist eigentlich bis vor wenigen Augenblicken fest davon ausgegangen. Aber die Reaktion von der Sophie hat ihn ein bisschen verunsichert. Ja, also so komplett alles weiss ich jetzt auch nicht mehr von dem Abend. Aber eine Erinnerung hat sich echt eingebrannt bei mir. Hat der Antonio lächelnd ergänzt. Mit der Hoffnung, in den Augen von der Sophie mehr herauszulesen. Sophie ist etwas rot geworden und hat leicht verunsichert herumgeschaut. Der Antonio war sich immer noch nicht sicher, ob sie sich einfach nicht mehr daran erinnern kann, ihr der Kuss peinlich war oder sie einfach aus Verlegenheit so reagiert hat und ihr der Kuss aber genauso viel bedeutet hat wie ihm. Er hat jetzt einfach Klarheit gebraucht und darum hat er ganz konkret nachhaken. Aber gerade in dem Moment taucht Sarah auf und fragt Antonio: Halt schnell die Stellung. Ich will schnell eine rauchen. Sophie, kommst du auch kurz raus? Du hast doch immer so gute Geschenkideen. Würde ich gerne nach einer Meinung fragen. Der Antonio hat genickt und Sophie und Sarah sind in die kalte Winternacht raus verschwunden. Dem Antonio kommt der Sergei entgegen mit einem gut gefüllten Sack an Papiertüchern. Offensichtlich hat die Putzaktion einen rechten Verschleiß mit sich gebracht. Der Sergei hat gemerkt, dass der Antonio mit den Gedanken irgendwo anders ist und fragt nur: Kummer? Brauchst du einen Tipp? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein weiser Mann und helfe gern. Ach, es ist ein bisschen kompliziert. Es geht um eine Frau. Was für eine Überraschung. Aber hey, eigentlich kann ich nur etwas sagen. Klär's. Auch wenn es unangenehm ist, aber red mit ihr. Alles andere gibt nur Bauchweh. Und keiner will Bauchweh. Bauchweh tönt zwar so harmlos, aber Bauchweh ist meistens der Vorbote von Schlimmerem. Und wenn du nicht gesund bist, was bringt dir dann der Rest noch? Also, klär's, was immer es auch ist. Obwohl der Antonio am Sergei nichts Konkretes zu seiner Lage gesagt hat, so hat es der Sergei doch erstaunlich gut auf den Punkt gebracht, was der Antonio eigentlich tief innen schon gewusst hat. Er braucht jetzt endlich Gewissheit, auch wenn sie unschön ist. Der Antonio hat sich aufgemacht, nochmal in die Kälte rauszugehen, um Sarah zu bitten, kurz mit der Sophie unter 4 Augen zu reden. Sarah ist sicher jemand, der das verstehen würde. Und inzwischen sind die Geschenkli-Tipps ja wahrscheinlich auch schon besprochen gewesen. Kann der Antonio endlich auf den Punkt kommen und diese Sache mit der Sophie klären? Oder bleibt die Situation mit ihr weiterhin ein Rätsel und das Bauchweh wird schlimmer? Morgen werden wir zusammen alles auflösen. Bis dahin, ganz eine gute Zeit.